Begrüß jullie in naam Jezus van de Samariërs. Ik leg dat leid door als kraaf en dat bloed. Ik wil van de Samariërs reden van waar we de vrijheid gekregen hebben in het allerhoogste naam te gaan. Wegen dat bloed, wat er vergoten is op Golgotha am Kreuz voor ons allen. Ik heb met de aandacht een titel gegeven, de vrijheid in het allerhoogste naam te gaan. Also das Allerhöchste, das ist im Himmel, wo Gott ist. Das ist wegen des Jesus Christus, dass er sein Blut vergoten hat für uns, haben wir die Freiheit gekriegt, dass wir dürfen in das Allerhöchste hineingehen. Habe ich mal daran gedacht, was das würde sein, wenn wir diese Möglichkeit nicht haben, wenn wir nicht die Gelegenheit haben, nur den Gnadenthron zu gehen, sozusagen. Jesus mögt en Weg für uns, nur den allerhöchsten Gnadenthron zu gehen. Er mögt das möglich für uns. Du wie eine Zeit für die Juden, das jüdische Volk, eine Zeit, wo der nicht das Reich hat, das Verreich hat, die Gelegenheit hat, nur das Allerheiligste zu gehen. Du wird einer, was können hängen, das wird der höhere Priester, der könnte gehen. Hier den Vergang, was am Tempel vergehangen wird, der können dann gehen, aber der andere, die gewöhnliche Volk können nicht. Die können bitte Verhof gehen, und der höhere Priester, der können verehrt dann gehen, in Sinnopfer bringen, sozusagen, nur Gott. Das sagt in Hebräer, ich war mir erfahren von der Brücken aus Hebräer, den Hebräerbrief, der Schrift viel von. In Hebräer 9, Vers 7 sagt das über, in das Allerhöchste ging bloß der höhere Priester an, einmal im Jahr. Ging einmal im Jahr an. In das niemals ohne Blut. Das Blutopfer hat für seine und für das Volk ihre Sünden, von der sie nicht wissen. Weil das ist für das Gesetz Lüden dort. Der Gesetz der Lüden, sie mussten ein Opfer bringen für ihre Sünden. Einmal das Jahr. So der höhere Priester kann einmal das Jahr hier den Vergang gehen, nur das Allerheiligste nennen. Sozusagen ihre Sünden zu bedecken für ein Jahr. Und das mussten die jedes Jahr tun. Und das wird entscheiden, was da kommen wird, sagt die Schrift, was danach kommen wird, was Jesus Christus ist. In Hebräer 10, Vers 1 sagt das Gesetz, das Gesetz ist bloß entscheiden von den Gott kommenden Sachen und ist nicht das wahrhaft Gesetz. Deswegen kann das nicht vollkommen werden, damit ein Opfer alle Jahre war für Gott kommen. So alle Jahre, einmal das Jahr, käme der für Gott sozusagen mit einem Opfer für all ihre Sünden, können die hohe Priester dann gehen. Und so das können nicht wirklich ihre Sünden auflaschen oder die hat nicht das Verrecht, dass die können die Sünden betonen mit das Blut, was hineinging, das Opfern. Das können nicht ihre Sünden wegnehmen. Das können ihre Sünden sozusagen für die Zeit, für ein Jahr bloß bedeuten. Das müssen die Ware jedes Jahr tun. Vers 2 sagt das, Hebräer 10, Vers 2 sagt das, wenn dort gegonnen hat, dass die Anbeter durch ihr Opfern in für alle Mann von ihrer Sünden gereinigt werden, in ihr Gewissen an nicht mehr verklären hat, würden sie dann nicht mit dort Opfern, und dann hat die Frau gesagt, würden sie dann nicht mit dort Opfern abgehört haben? So, wenn das hat, könnt ihre Sünden betonen, dann würden sie das nicht wiederholen haben müssen. Also, würde sie dann nicht abgehört mit den Opfern? Dann sagt der Vers 3, durch Opfer kriegen sie in der Wirklichkeit alle Jahre frisch ihre Sünden vergehauen. So jedes Jahr wird ein Denken gehalten von ihren Sünden, was sie begonnen haben. Die wird in der Wirklichkeit zu Sieg gelegt, die wird über Sieg getan mit, die wird betont. So mit dem tun, jedes Mal kommt noch von frischen Evangel, wird in die vergehauen. Dort hält dann immer wieder Denken von ihren Sünden. Und weil das Blut, was da gebraucht wird, das Opfer bringen, das wird Tierenblut. Das wird nicht das Blut, was Jesus Christus, wo wir das von singen, da ist Blut.
Und das ist in Jesus Christus, durch Jesus Christus im Blut. Vers 4 sagt, das ist allmählich, dass Essen und Kassenblut Sünden wegnehmen kann. So das Blut, wo mit der hohen Priester dann angehen, das wird allmählich, dass die Sünden wegnehmen von ihren Menschen. Das könnt ihr mit dem Blut tun. Was Jesus hat getan. Und Jesus gab uns den Verreich, derchen, was er getan hat für uns, ging er in das Allerhöchste an, als uns hoher Priester. Wegen dass er sich handgeben hat als ein Opfer. Er wird das Opfer selbst. Als Jesus starb, ging er in das Allerhöchste an, als der hohe Priester. In der Verhang, was wegholen dat von dort, der Reit 2, als Jesus gestorben ist. Das sagt in Matthäus 27, Vers 50 und 51, als Jesus schrie noch einmal laut und gab seinen Geist ab. Hier starb er und guckt mal, was da passiert. Und er sagt, und weit je, die Gardine im Tempel reit von boven bis unten ein. Die ihr schattert und der Steiner spalten. So hier wieder mählich gemerkt, dass der Verhang, dass die Gardine verrieten, dass nu alle Menschen können hinter diese Gardine gehen. Was wo sie nicht können durchgehen. Jesus möchte das mit seinen Sterben möglich, dass die können durch diesen Verhang gehen. Die Gardine, was darauf hängt, da war 2 Geräten und 1 Gerät, und da ging Jesus selbst nach. Und wenn es herabgehen, vor uns gehen, habe ich auch die Gelegenheit, noch am zu kommen. Und die Schrift steht, was ich mir wählen, dass als Hebräer 16, 4 Vers 16 sagt, dass deswegen, weil wir voll Vertrauen und Gnadentrauen gehen, dass wir Mitleid kriegen und Gnade finden zu der rechten Zeit, wann uns Halt nötig fehlen wird. Und wo oftmals fehlt uns nicht Halt. Das heißt, wir können zu aller Zeit, wann immer, können wir voll Vertrauen und dessen Gnadentrauen gehen. Dass wir Mitleid kriegen und Gnade finden zu der rechten Zeit. Nicht bloß warten bei dem einen Jahr, wo wir dann Fried fingen für was der hohe Priester getan hat, dass er erst in den Verhang durchgegangen ist. Aber wir können nun, auch durch was Jesus Christus getan hat, können wir nachgehen in Fried fingen. Das ist, wo Gott uns die Freiheit gibt, nur arm zu kommen. Das ich sehe, nicht bloß einmal das Jahr, aber zu alle Tiden, wann immer uns halb fehlen, dass wir nun in diese Stadt gehen, nur Gott selbst, wo Jesus Christus von der rechten Seite sagt, dass bei Gott, als uns hoher Priester. So Jesus Christus wird uns hoher Priester. Sie hatten zu jener Zeit einen hohen Priester, was dafür entgehen, was sie mussten hängen bleiben und sie konnten nicht durchgehen, aber bloß der hohe Priester können. Aber wir haben Jesus Christus als uns hoher Priester, was er für uns als Nandigun und hat den Weg aufgemerkt. Er ist durchgegangen, er ist genug, der Nandigun und hat aufgemerkt für uns. Und ich habe voll Vertrauen, ich habe auch noch Gott kommt, alle Zeit. Und das ist wirklich ein sehr großer Verreich, was wir haben, was wir darüber haben, dass wir die Freiheit haben. Und deswegen groß, weil wir mit voller Vertrauen, im Glauben, nicht zweifeln, voran in alle Zeit, wo uns halb fehlen wird. Besonders in dieser Zeit, ich dachte an, wo wir von der und Tag beim Leben tun, wo viele Menschen krank wurden und viele sterben auch, in die, was die Trüren tun, die fehlt halb in dieser Zeit. Gleich in dieser Zeit, wo uns das nötig fehlen wird, kann sie nach Gott gehen. Und da kann sie Gnade finden, Fried finden, auch halb finden in ihrer Zeit. Und Jesus wusste das auch. Er wusste, dass uns wird halb fehlen in unserer Zeit, wo wir hier leben werden. Er konnte gleich mitfallen mit uns. Er wusste, dass uns das wird fehlen. Und er wird auch hier was. Er wusste, dass da Zeiten wären, wo uns das nötig fehlen wird an Gott, dass wir würden können angehen. Nur dessen Gott, was der Willen ist, uns zu halten. Jesus wird selbst einer, was da durch die verschiedenen Zeiten gehen, wo er auch selbst für am selbst halb fehlen wird. In Hebräer 4, Vers 15 sagt er, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mit unseren Schwachheiten mitfeilen kann. Aber in
über einen, der in alles krachtig versagt worden ist als wir, über Unsinnen. Ich denke auch mal an diese Vers hier, wo das sein, dass wir in hohen Priester, was man uns mitfeilen. Er kann mitfeilen mit, was wir durchgehen, und die Tiden, wo wir sind. Er sagt, er ist krachtig versagt worden, als wir sind, über Unsinnen. Er fällt nicht in den Sinn, dass wir alle deuten. Über die Versicherung ging er krachtig durch als wir. Er wird geboren als Mensch und er tragt sich dort Gott sein uit und wird so als Mensch und er wird Mensch und er deed mitfeilen mit uns. Er ging durch schwere Tiden. So er sagt, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mitfeilen kann. So er kann mitfeilen mit uns. In alles, nicht bloß in gewisse Dinge. Er sagt in alles. Und was meint er alles? Das meint in alles. Da brauchen wir nicht lange übergraben, was das meint, wenn er sagt, er ist in alles versagt worden als wir. So, wenn er sagt alles, er wird versagt worden. Man wie versägen, man wie versagt worden, er kann mitfallen mit uns, er weiß das. Er kann das sperren. Er weiß gleich, was das ist, weil er auch versagt wird. Und wenn wir durch eins andere schwere Tiden gehen, was immer das mag sein, er kann mitfallen mit das. Er geht auch durch viele verschiedene schwere Tiden. Sag in alles, wird er gleich so versagt, als wir wären. Dann, als er für 40 Tage versagt wird, in ein, der ganze 40 Tage, da ging er durch eine schwere Zeit, wo die Feind am Versägen mit verschiedenen Dingen. Und da, ich denke da oftmals an, was er alles durchgegangen, das wird wir in der Wirklichkeit gleich. Da sind ein paar Dinge, die erwähnt sind, mit was der Feind wir gekommen wird, mit was er am Versägen hat. Aber das sagt, er wird in alles so versagt worden als wir. So hier wird er für 40 Tage. In dieser Zeit, wo er für die 40 Tage versagt wir worden, das wird in der Zeit, wo er sozusagen, das wird jetzt dort, nur dort, wo er wird gedeiht worden von Johannes. Eine karte Zeit nur dort, wo er gedeiht wir worden. Er wird gedeiht worden im Jordan Rifa, in Lukas, das 4. Kapitel, Vers 1 sagt, dann kam Jesus vom Heiligen Jes von Jordan 3 und wird von Jes in der Wildnis geführt. So das wie kriegt wo er gedeiht wir worden, er kam treffen da und er wird voll vom Heiligen Jes. Und dann steht sie nur dort, wird er wachgebracht für 40 Tage, wo die Versägung dann anfängt. Sag ich, wo er für 40 Tage vom beiden Feind versagt wird. Dann sagt er eut in die Tage nicht, und als die ever wären, hungerarm. Und das lässt sich denken, und dann kann sich denken, man wie für 40 Tage wohl nicht essen sollen. So sich sagen, dass er wird Mensch, am Hunger auch, am viel auch Nahrung für sein Fleisch, für sein Körper. Aber er wird für 40 Tage, was er nicht essen darf. So er wird hier hungrig. Als der Titel stark wird er hungrig, und ich nehme an, er wird auch schwach geworden sein. Dann hungerarm. Ich dachte, und das ist, dass er voll den Heiligen Jes wird, dass er jetzt gedeiht worden, wir würden vielleicht kann sein, das wird in der Zeit, wo er vielleicht am ganz höchsten gewesen ist in seinem Leben, wo er vielleicht wirklich Frau gewesen ist und hat eine gute Zeit gehabt, er wird reingekommen, von wo er gedeiht wird, wo er von seinem Vater selbst hier und er hier eine Stimme von seinem Vater sagen, dass das ist mein Sehen. Das ist mein Sehen, mit dem, was ich wirklich zufrieden bin, dem ich leben darf. Das kann er selbst hören von seinem Vater selbst. So ich glaube, das war eine gute Zeit gewesen von ihm. Er wird voll von den Heiligen Geist. Und dann wird er weggedreven, wird er nach der Wüste gebracht für 40 Tage. Matthäus 3, Vers 17 sagt er, in eine Stimme vom Himmel sagt, das ist mein Sehen, dem ich gut sehe, mit dem ich sehr zufrieden bin. So nur das, kurz nur das, dass er das hören darf, kommen die Versägungen. Die hat uns das nicht oftmals ich dachte, und wir gingen vielleicht einmal eine Zeit, wo wir durchgehen und wo wir eine gute Zeit haben, wir sind am höchsten in uns Leben. Alles geht gut, wir sind, wo alles fein geht in uns Leben, sind vielleicht Frau und auch ganz voll von den Heiligen Geist vielleicht sogar. Aber ich glaube, dann, wenn wir in so einer Zeit so sind, dann meint er abpassen. Dann passt ab, weil es dann wohl eine Versägung oftmals kommt. Dann ist es auch abzupassen, wenn wir in uns ganz höchsten sind. Dann können wir fallen, rauffallen, weil dann gehen wir einmal in eine schwere Zeit nennen. Das ist, was der Feind tut. Wenn wir Frau sind mit den Heiligen Geist, wir sind gefällt von den Heiligen Geist,
da setzt der Feind in die Gefahr an, dann prüft er mit verschiedenen Dingen an zu kommen, uns zu versägen und so weiter, dass wir raufkommen von wo wir sind. Dass wir nicht wollen, dass wir gute Tiden erfahren. Und ich glaube, das ist, was er hier zu Jesus steht. So als er in das Höchste wird, dann wird er versagt, dann wird er am Weiche gebracht für dich der, wo er versagt wird für dich der. Und als er nicht eten hat, hungert er. Und ich glaube, es ist das für dich der, was an der war, dann ist er vielleicht am längsten gewesen. Ich wird er am höchsten, und ich glaube, das braucht er mit am längsten, wo er hungrig wird und schwach wird. Und ich glaube, das ist das, was der Feind auch gewusst hat. Nu wird er hier am längsten, er wird hungrig, und hier hat er die Gelegenheit, den allerhand Fette bringen, um zu versehen mit verschiedenen Wegen, verschiedenen Dingen, wo er vielleicht kann merken, dass er wird fallen in den Versägungen. In Lukas 4, Vers 3 sagt er, als er ist, dass er fittig der durch wie er gewesen sagt, der weise Feind sagt er wann du Gott sehen wirst. Hier fängt er das erste an, mit einem Zweifel in ihm zu bringen. Er sagt, wann du Gott sehen wirst, dann dir bei dessen Stein Brot zu werden. So er fängt erst an, mit Anproben einen Zweifel zu kriegen, dass er soll zweifeln, dass er wirklich Gott sehen wird. Und dann nur sagt er, dann das ein Stein gebeiden, dass er was Brot wird. Das heißt, dass er wird hungrig, da würde er vielleicht kein tun. Und was Jesus dann? Er braucht einmal die Schrift. Er braucht die Heilige Schrift. Gott sein Wort, haben sich wehren gegen den Feind. Er hat das steht geschrieben, dass Mensch soll nicht von Brot allein eten, aber von alles, was durch Gott sein Wort durchkommt. So er braucht einmal Gott sein Wort, haben sich wehren gegen den Feind. Und dann auf einer anderen Stelle sehr war, wo er am Probe stellen wird, als er wirklich Gott sehen wird, als er den Ambel am Zweifel anbringen, braucht er das Wort wahr. Als er sagt, dann brachte er bei sich Feind an nach Jerusalem und stellte ihm auf eine höchste Tempelspitze und sagt, wann du Gott sehen wirst. Hier braucht er aber dasselbe wird, weil er am Zweifel anbringen. Er sagt, wann du Gott sehen wirst, dann spring von hier auf, willst du steht geschrieben, er wird seine Engel befehlen, die zu bewahren. Aber einmal war braucht Jesus Gott sein Wort, braucht er die Schrift, haben sich wehren. Jesus hat, du hast gesagt, du sollst Gott sein Herrn, du sollst Gott deinen Herrn nicht versägen. Hier steht der Feind, das steht geschrieben. Weil der Feind, der weiß auch die Schrift, der kann die Schrift auch, aber der braucht aber alles gestehen. Haben Jesus versägen. Bei Jesus hat einmal das steht geschrieben, so steht oder so steht. Und der kann nicht, der Feind, der hat nicht die Macht, Jesus im Sinn zu merken. Durch alles die Versägungen, wenn er auch hungrig und schwach wird. Und das hat der Feind, glaube ich, auch mal so zu ansteht. Er prüft uns, dort zu kriegen, wo er uns im Zweifel bringen kann, er will. Er hat das von Anfang an, das ist, was er dort braucht, am Anfang von der Welt, dass er einfach versägen dort. Dass er auch mit dem Zweifel bringen dort. Würde sein, dass Gott wirklich gesagt, dass die nicht von aller Frucht eten sollen. Hat Gott wirklich gesagt? So, da braucht er auch das Wort einfach im Zweifel zu bringen. Hat Gott wirklich gesagt, bist du wirklich Gott sehen, wenn du wirklich bist, dann dort oder dort. Und zu uns sagt er vielleicht auch, bist du wirklich Rat? Weil das eine steht, wo viele von uns zweifeln tun. Bist du wirklich Rat? Wo weißt du? Du hast ja vielleicht gehört, dass du sollst ein Gebet sein und das nur sein, so und tun, dann wirst du gerat werden. Aber wo weißt du das? Weißt du das wirklich? Bist du wirklich Rat? Dann kommen die Menschen mit wo die, ich feile mir da einmal nicht, so reich nur. So vielleicht sein euch. Weil das ist ein Schlüssel, was der Feind brauchen wird in vielen Menschen. Und das wird er auch Jesus selbst verproben. Den wir dort kriegen, wo er selbst zweifeln wird, dass er Gott sehen wird, wirklich. Wenn er auch selbst hat gehört, der Stamm von Himmel kommt, sagen, du bist, das ist mein Sehen, den ich lieb habe und mit dem, was ich wirklich zufrieden bin. So, was braucht der Feind in dein Leben?
die te verzekeren. Ik glaube, wie ook verschillende dingen kan zijn. Dit oder jaren heeft hij in mijn leven gebruikt en dat vielleicht ook van der dag nog. Want je vindt, dat we krijgen, wo wir am schwachsten zijn. Der passt ab, wo wir am schwachsten worden zijn, dan wordt er aankomen met verschillende dingen. Om ons proberen te verzekeren en dan dat we in de verzekering dan vallen worden. Maar we kunnen God zijn woord gebruiken om ons wehren tegen den Feind. Wir haben Gott sein Wort. Paulus sagt in Epheser 6, Vers 17, Gott sein Wort als ein Schwert, das der Jes jaft. Weil ein Schwert wird gebraucht haben Kriegen im Sieg. Und er sagt, Gott sein Wort als ein Schwert. Das Schwert ja wir brauchen jeden den Feind kriegen, wenn der ankommt. Das ist mächtig. Dadurch haben wir auch gewonnen, wenn wir Gott sein Wort sein, das steht geschrieben, so und so, das oder jant. Darf halt nicht tun. Wenn wir in die Gefahren angeraten tun, wenn wir versagt wurden. Wenn wir uns auf Gott verloren tun und seine Kraft, er wird uns helfen, da wird der Feind nicht die Macht haben, uns in die Versicherung zu bringen. Dort wir fallen tun in die Versicherungen. Versagt worden wir zu aller Zeit, aber dass wir nicht fallen worden, in die Versicherung nicht fallen dürfen. Jakobus 4, Vers 7 sagt, es steht also, und ihr stellt Gott, stellt jeden den Beisen Feind, dann wird er von jünd verschwingen. Dann wird er von jünd verschwingen. Aber nur wenn wir uns Gott unterstellen tun. Wenn wir Gott brauchen tun, als unsere Hilfe. Dann wieder, wenn wir zurückgehen tun, als der Feind Jesus verseken hat, als der mich für die 40 Tage versagt hat, dann sagt er, in Lukas 4, Vers 13, als der böse Feind mit all seinen Versicherungen durch wir. Also hier hat er hier sind ein paar Dinge, die hier abgeschrieben sind, die erwähnt sind, von was er mit versagt wird und so weiter. Aber er sagt, als diese 40 Tage anwählen, als er durch wird, als er durch wird mit all seinen Versicherungen, mit all den Versicherungen. Durch wir verleiht er arm, was der nächste Gelegenheit. Ich glaube, diese paar Werte sollen wir auch merken. Kriegst du das zu Jesus Zeit. Er verleiht arm, er kann ihm nicht im Sinn merken. Und dann verleiht er arm, was er mit allen Dingen versagt hat. Verleiht er arm, aber er sagt, was die nächste Gelegenheit. Weil die Feind wird immer weiter proben, nur die nächste Gelegenheit. So, dann hat er uns auch. Vielleicht leben wir auch in nächste Feind weich, nicht weil ich mir gut, ich habe sicher hat, dass alle Fans, die können weich leben, und dass wir in die Gefahr sind. Weil ihr Wort, der sagt, der siegt nach einer Gelegenheit. Was die nächste Gelegenheit. Kriegst du, was er uns sagt? Er hat das zu Jesus und der wird uns sagt. Er verleiht am, was die nächste Gelegenheit. Und erst die nächste Gelegenheit. Wo wir am schwachsten sind. Vielleicht, wo wir uns wegdrehen von Gott und denken, so, nu habe ich alles unter Kontrolle, ich kann mich selbst wehren gegen den Feind. So dann kommt der Feind mit der Gelegenheit, durchkriegt die Gelegenheit, kommt er wieder drei. Und Jesus, deswegen kann Jesus mitfeilen mit uns. Wenn der Feind der Schrift kriegt, so in uns, als er einen Arm hat. Er kann mitfeilen mit uns in alle Dinge, was wir durchgehen tun. Er wird versagt, kriegt so, als wir versagt sind, in alle Dinge. Aber er ging die Versicherung durch, über uns Sinnen. Und der Schrift sagt auch, wir sollen auch, wenn wir Sieg gekriegt haben, und wo wir Sieg gekriegt haben, dann sollen wir auch mit anderen Menschen mitteilen und auch probieren mitzufeilen mit denen, wenn die durch schwere Zeiten gehen tun. Wir sollen auch mitleiden mit denen und mitfeilen mit denen. Und wir sollen uns auch mitfreien mit denen. Die, die einen Sieg gekriegt haben, die eine große Freude gekriegt haben, dass die Sieg haben gekriegt, oder was immer andere eine Freude geben, das sollen wir uns mitfreien mit denen. Paulus sagt in Römer 12, Vers 15, Fred junt met die met, die du Frau sind, en hield met die du hielen. Als er zo nog wat in de vrede durchkomen, dan zullen we ons metvreden. We zullen dat gern, dat die in de vrede durchkomen doen, zullen we ons metvreden met die. En die wat in een zware tijd durchkomen, wat de hielen doen, zegt hij, hield met die. Dat is wat Jezus met ons deed. Hij deed met huilen met ons. Hij met hielen met ons. Krijg zo als we die zware tijden gaan deed, hij ging ook die zware tijd, zo hij kan met huilen met ons. So deswegen hat Jesus dort
gemerkt, dass wir können nur in Genodensthron gehen, wenn uns Help fehlen wird. Und er mögt das recht für uns. Er kann das tun. Er mögt das möglich. Er hat das möglich gemerkt. Sich selbst zu opfern für uns mit seinem Blut, mit seinem dieres Blut. Dass er durch das durchgehen wird und dass er durch das allerhöchste, heiligste gehen wird für uns. Hebräer 10, Vers 19 sagt es steht, deswegen, liebe Brüder, so er redet das hier zu Christen. Wir wollen können sein, Sastren, liebe Brüder und Sastren, wir haben nun durch das Blut von Jesus die Freiheit gekriegt, durch den Verhang in das Allerheiligste zu gehen. Kann es sein, nun haben wir durch das Blut von Jesus Christus, haben wir den Freiheit gekriegt? Durch sein Blut haben wir das Freiheit gekriegt, auch in das Allerheiligste zu gehen. Hier in Hebräer 9, Vers 7 lesen wir über, in das Allerheiligste ging bloß der hohe Priester an. In nur einmal das Jahr, aber nicht ohne Blut. Der muss Blut mitnehmen von den Tieren. Und er opfert dort. Jedes Jahr. Für das Volk ihre Sünden. In Hebräer 10, Vers 20 sagt er, Jesus selbst hat uns durch das Opfer von seinem Körper dessen Nien und Leben geweiht nur Gott angemerkt. Das wird in nie ein Leben geweiht. Hat er das aufgemerkt für uns. Dann sagt Vers 21, und so haben wir nun einen großen hohen Priester über Gott sein ganzes Haus. Hij wird der hohe Priester für uns, den haben wir nicht gehabt. Das wird uns hohe Priester. Der wird nicht gehen für uns, und er ist gegangen über Gott sein ganzes Haus im Himmel bin. Durch Arm haben wir die Freiheit gekriegt, auch in das Heiligste zu gehen, im Himmel zu gehen, im Genodensthron zu gehen, nach Halbfrauen, wo uns halb fehlen wird. Er gibt sich an für uns und mögt das möglich, für die und für mich, dass wir auch dürfen dann gehen. Hebräer 7, Vers 27 sagt, deshalb hat das nicht nötig, so als jene hohe Priester, alle Tag erst für seine eigene Sünden zu opfern, euer für das Volk ihre Sünden opfern können, bis das er dann einmal für alle Mann, als er sich selbst opfert. So Jesus der das einmal für jedem ein, für alle Menschen, der sich selbst opfern. Er wird das Opfer. Er hat nicht bis Blut mitnehmen von Tieren, und dann dass das für eine harte Zeit betont wird. Er hat das einmal und das regt auf für immer. Er hat sich selbst opfern. Er wird das Opfer. Er hat nicht Blut nehmen von den verschiedenen Tieren, die dort gemerkt werden, und dat dat Opfer wird. Hij selbst wird das Opfer in jeden Namen möchte der auch für uns. Und das wird bloß einmal nötig zu tun. Und das hat er getan für alle, hat er getan für die und für mich. Hebräer 10, Vers 22 sagt er, dann weil wir nun mit wahrhaftig abbrechen hört und festen Glauben nur Gott gehen. Mit gereinigten Horten und los von bösen Gewassen, in uns Körper gewaschen mit reinem Wasser. So im Glauben, im festen Glauben, nicht im Zweifel. Im festen Glauben kann wir gehen, kann wir angehen mit gereinigten Horten. Heute durch haben wir können unsere Horten reinigen, die sind gereinigt. Und auch von unseren bösen Gewassen wird uns nicht wieder wollen klauen. Wird uns nicht verklauen wollen von den Dingen, die wir begonnen haben in der Vergangenheit, weil die sind gereinigt. Und das soll wir im festen Glauben annehmen. Vers 23 sagt, weil wir daran festhalten, die Hoffnung zu bekennen, und dort ohne zu zweifeln, war das, sagt er hier gesagt, ohne zu zweifeln, willst du, der das versprochen hat, als treu. Gott hat uns das versprochen, und er ist treu. Er kann nicht liegen. Er wird uns nicht anschmieren. Er ist treu, und wir können das tun, wir können das im Glauben tun, und ohne zu zweifeln. War er hier, dass ich all sein, dass ihr oftmals
kann der Feind hier einem bringen, wo Menschen zweifeln tun. Aber er sagt, wir sollen untwiebel tun. Nicht Zwiebel lassen uns nachkommen. Und dann das Unternehmen zu weiten, dass er uns gereinigt. Nicht bloß von der Karte Tiet, dass das nächste Jahr war soll, das soll die Sinn bedeckt werden mit einem Opfer von den Tieren Blut. No, er hat das getan mit sich selbst opfern. Festhalten an der Hoffnung, dass wir Christus gehören. Sagt Hebräer 3, Vers 14. Wir gehören ganz wirklich zu Christus. Wenn wir dort vertrauen, von Anfang bis eng festhalten. Und das müssen wir uns halten, das zu weiten. Von Anfang bis am Ende. Vers 25, Hebräer 10, Vers 25 sagt, weil wir taub halten und uns untereinander ansparen, kann uns gut sein. In gute Werken zu tun. So hier brauchen wir einer den anderen. Wir sollen untereinander ansparen, sich zu leben, sich gut zu sein, in gute Werken zu tun. Das wird ansparen. Ich sage, du sagst einmal wenn ich selbst bei mir weiten darf, von ungefähr, was das bedienen, was das anholen, das aber ich gleich einmal Tag im Dictionary zu gehen. Was sein, was das Dictionary, das Wiederbuch sein, das ich habe plötzlich Wiederbuch, was das sein, das verschiedene wird. Und das wird, wir sollen uns untereinander ansparen. Das meint, ein Wort, noch ein paar wieder rührt, sagt, das wird, wir sollen uns betabern lassen. Betabern, den nächsten betabern. Oder anjankern lassen. Oder Mut merken. Wir haben den nächsten Mut merken, das zu tun, zu leben und gute Werke zu tun. Und das haben wir das zu tun, wenn wir taub kommen. Wenn wir mit anderen taub kommen, und so haben wir uns einer den anderen anjankern und Mut merken, zu leben einer den anderen und Gutes zu tun. Und zu Werk immer zu schaffen. Für den Herrn. Du weißt, als Leute nötig, dass wir taub kommen, wenn wir die Gelegenheit haben, dann taub kommen, dass wir uns untereinander können Mut bringen, und Mut aussprechen und so weiter. Das ist Hebräer 10, Vers 25 sein, dass von der Versammlung wegbleiben, so als ein Gedown. Das sind so eine Gedown dort, die haben kein Verlangen, taub zu kommen mit anderen. Aber das, hier sagt er, dass wir sollen nicht so dort. Von der Versammlung wegbleiben, nicht so tun als eins Gedown. Das weil wir über viel lieber, das weil wir nicht, sagt er, viel lieber uns untereinander Mut zu sprechen. Weil ja uns viel einmal Mut, ich weiß mir viel oftmals Mut. Und wo das besser zu kriegen als beim Bruder, ja, bei der Schwester, oder wo immer, die Schwester im Herrn Mut zu kriegen. Das ist eine Ursache, woran wir sollen taub kommen, wenn die Versammlungen sind taub kommen, dass wir uns untereinander Mut zu sprechen. Oder anzubeten, zu beten für einer für den anderen. Fragen, wo geht das mit dir? Wo bist du? Wo bist du in deinem Leben? Wo hast du das schwer mit? Bist du unter schwere Versicherungen oder was immer? Dann kann ich anbeten, kann ich für dich beten? Oder du bist Mut zu sprechen und sagen, guck mal, wir haben das Verrecht, nur das hängen den Allerheiligsten zu gehen, dem Gnadensthron und unsere Dinge durch zu bringen. Im Gebet. Uns untereinander Mut sprechen. Dann sagt er, und dort ist wichtig, willst der letzte Tag noch kommt, willst der Tag nur kommt, so als hier sein kann. So hier sagt er, nu haben wir noch die Gelegenheit, aber wir wissen nicht, wo lang. Nu ist es noch hier, der letzte Tag, der kommt nur da. So als hier sein kann, so deswegen nehmt es die Gelegenheit wahr, uns zu versammeln mit anderen Brüdern und Schwestern, uns Mut zu sprechen. So, ich weiß nicht, wo ihr seid, wo jeder einer ist, wo der mit Schwur hat, oder wo wir kann einer für den anderen beten, wo du stehst mit dem Glauben, als du im Zweifel geraten bist oder was immer, weil wir abgeben mit dort, weil wir im festen Vertrauen fertigsten Gnadenstrom gehen und dann werden wir Gott anrufen, wenn uns das anfehlen, der zu aller Zeit. Und dann, wo wir sind oder wo naja, das ist nicht bloß, wenn wir hier im Gotteshaus taub kommen, wo wir können beten, einer für den anderen, wir können das auch, wo immer wir sind, Tüß oder bei der Arbeit, am Weg oder wo immer das ist. Ich habe einer beten für den anderen, wo immer wir antworten und was dort und wir empfehlen das, dann habe ich auch durch diese der gehen, durch diesen Vergang, durch den Allerheiligsten, nur Gott gehen im Gebet.
Ich will hier schluten mit dit, aber ich will uns was Mutter sprechen. Weil wir das annehmen, weil wir das wahrnehmen und weil wir das glauben, was die Schrift sein wird, ohne zu zweifeln. Wir haben noch zu beten. Gott, himmlischer Vater, wir kommen zum Schluss fertig und wir wollen dir bis vor danken für den Wort, für die gute Nachricht, die wir in den Wort haben und in die Möglichkeit, was du gemerkt hast, durch den Sehen Jesus Christus für uns, dass wir dürfen nicht die zu kommen, dass wir die Freiheit gekriegt haben, auch in das Allerheiligste Namen zu gehen, was der den Genodenstrauen ist. Dankeschön dafür, Herr, und help uns, dass wir nicht im Zweifeln an Genoden tun, aber dass wir im Glauben, wenn uns dort an Help fehlen, dass wir dort wahrnehmen, in dem Glauben in die gehen, wenn uns dort an Help fehlen, wenn uns dort am neidigsten fehlen, dass wir hier lesen in dem Wort. Help uns da nicht im Zweifel angeroden, und wir weiten dort, dass wir haben ein Jener, ein Feind, was uns verproben zu versägen, und uns probt in die Gefahr zu bringen, dass wir fallen dann unter die Versägungen. Help uns, Gott, help uns stark zu bleiben, gegen den Feind, dass wir auch wollen, dass Jesus den sehen selbst, dass er den Wort brauchen aus dem Gewehr. Und das will wir auch brauchen, dass wir den Wort brauchen aus dem Schwert, dass wir können sichern in unserer Zeit, wo wir durch Tiden gehen, und wo der Feind uns angreifen wird. Help uns Gott zu alle Tiden, wenn wir durch schwere Tiden durchgehen, und für jedem einen, was in der schweren Zeit ist, nu rots, was vielleicht trüren wird, wenn es wem verloren hat, oder wenn die wem hat, die Schwester, oder sondern was leben wird, was am Hospital sind, was krank sind, dass die würden voller Vertrauen in die kommen und beten für die, in der Anstehen für die, dass wir auch kennen, dass wir anstehen, einer für den anderen, und wir wollen das auch tun. Bis uns Gott, wo dort an irgendwem fehlen, dass wir können, um Genodenstrauen gehen, mit voller Vertrauen fertig gehen, und dann zu glauben, dass du uns hier und das und uns hier und was und auch uns helfen wirst zu aller Zeit. Dankeschön dafür, Herr. Musst du das Wort segnen zu jedem ein, in die nun bereitet. Amen.